Jones were our neighbors a long time back. They live right down the road from us in a shack just like our shack. We worked in the fields together and we learned to count on each other. When you live off the land, you don't have time. Ja, danke. Das ist ja her. Der Also Bossische kommt meine durch. enge Küche rein da, aber du bist eh so dünn, da ist das kein Problem. Ja, zumindest unten rum. Also das ist ja her, das ist dein Platz Okay, da. danke. Da habe ich einen Schaber hergekriegt. In Österreich heißt das Schaber, oder? Schaber? Was nicht, was ein Schaber ist? Schürzen, oder? Schürzen, ja, aber Ja. in Bayern heißt das ein Schaber. Na, bei uns heißt das nicht Schaber. Ja, Aber ja. das Schaber tut man sich so umbinden. Ein Schaber, du hast das wahrscheinlich, umbinden, ja, dafür. Das ist dann eine Tasche, heißt das, Vollstecker, schau. gell? Eine Tasche? Eine Tasche, die nimmst du her dann, weißt du, wenn du irgendwie was angelangen musst, der Pfanne, dass du nicht brennst. So. Aha, Also sehr möglichst gut. nicht Finger abwischen drauf, weil Ja, die darf nicht nass werden. So. okay. Gell, das steckst du da verstehe rein, schau ich. her. Das steckst du Aha, da rein. steckst Da. man so ein, so gut. Super, perfekt. Ja, schau her, passt schon. So, also jetzt schauen wir mal. Der Kalbshack. Das ist ein ganz feines Kalbshackfleisch, genau. Gehen wir mal da her. Gut, dann hast du noch dabei einen schönen Spargel. Hast Ein du. Spargel, Petersilie, Petersilie hast. Karotten, Also lauter Erdäpfel. unglaublich spektakuläre Sachen. Ja, genau, ganz ungewöhnliche Beilagen. Ganz Weil ich kenne mich nicht so gut aus. Ich habe das genommen, was ich gut kenne. Und ein paar Kartoffeln hast du auch noch dabei. Da schau her. Gut, also das ist also unglaublich spektakulär, was du da hast. Aber They sit out on Grüß the Gott. gut, schau her, Hans-Peter. Also, Hackbraten, Kalbshackbraten machen wir. Dann haben wir Kartoffeln dabei. Soll ich sagen, machst das du? Gib mir dann mal die Karotten da. Dann machst das du also ein Gemüse, weißt du, eine Art Leipziger allerlei kannst du machen. Den Spargel kriegst du auch noch. Den Rest machen wir. Dann machst du dann so eine Art Leipziger allerlei. Okay. Danke dir. Okay? Und du bist eine super Köchin, oder? Ja, ich kann es eigentlich gar nicht. Deswegen bin ich ja da. Nein, wir sind ja schon zum Ratschen auch da, verstehst du? Das ist aber schon toll. Du, dein Hauptname, das ist ja, du bist eigentlich schon fast berühmt, deswegen, weil du einen Namen hast, den wo keiner sich merken kann, Ja, oder aussprechen genau. kann. Ich bin immer Das ist auch schon gut. die, wo keiner weiß, wie man es Du ausspricht. bist eben keine Tschüsskowitsch. Schischkowitz, genau. Also Schischkowitz. Schischkowitz oder Schischkowitz. Mein Vater sagt Schischkowitz, meine Mutter sagt Schischkowitz, das ist wurscht. Also Das so, ist wenn man also- sich einmal Schisch merkt, ist man schon fast durch. Aber eigentlich ist ja dein Name, der ist schon irgendwie. Agila, das ist ja irgendwie wunderschön. Das ist, Aglaya. Aglaya Aglaya heißt ist es. griechisch und ist eine von den 3 Grazien. Und Ah, die ja, sind na, das wiederum- trifft da bei dir zu. Also, du bist so. da wirklich ein Grazie. Ja, im wahrsten Sinn des Wortes, gell? Ja, das also stimmt. aus Graz Aglaya. kommend. Aus Graz auch noch? Ja. Ist, der Österreich, dann bist du praktisch also, wo der Schwarzenegger herkommt. Da bist du Genau, her. genau aus dem gleichen Ort. Also Das in mit dem Graz. wir gern spielen. War nicht schlecht, oder? Ja, vielleicht wäre es einmal ganz interessant. Ich weiß nicht, ob er noch was kann, wo er jetzt schon so lange in der Politik ist. Ja. Müssen wir mal testen. Aber jetzt haben wir mehr an. Ja. They sit out on the front porch in the evening when the sun went down. Willie would play and Laura would sing and the children would dance around. And I'd bring over my guitar and we'd play into the night. Da fällt mir jetzt gerade John Malkovich ein, mit dem hast du schon mal gearbeitet. Ne? Das ist ja schon nicht verkehrt, oder? Ich mein, Ja, das war so. super. Also der war, wenn du so, du lebst ja als Schauspieler, lebst du ja auch viel über das, was deine Partner mit dir spielen. Ja? Also wenn du jemanden anschaust wie den Herrn Malkovich und der schaut Der dich schaut ein bisschen an, wüst aus, ne? der schaut ein bisschen wüst. Ja, in unserem Film hat er eigentlich ganz zivilisiert ausgeschaut. Aber so normal, wenn du ihn siehst, ist das ein ja, es ist halt so Schlägervogel, ein, oder? ja, so ein Typ Schon. halt, aber ein wahnsinnig netter. Achso, und die steckt dann an, oder? Also, Ja, wenn dich jemand so anschaut, also wie bei allem, wo du was zusammen machst. Also wenn wir beide uns anschauen, dann kann ich auch besser schneiden. Aber halt Danke, ja. bei einem Kollegen, der irgendwie so ein Charisma hat und so eine Ausstrahlung, bist du erstmal eigentlich sprachlos und traust dich gar nichts zu machen, weil du so einen Respekt hast vor dem, was Also, der da so hast du irgendwie, rüberbringt. ja, da hat man schon ein bisschen Hosenfelder noch. Ja, und das war auch auf Englisch und für mich war das So kannst du das sogar erste Englisch, Mal. oder? Ja, also gut genug, um da irgendwie dann auch nicht Ein synchronisiert zu Kompliment, das werden. muss man schon sagen. Also was du mir eigentlich immer auffällst, ist eigentlich das, wenn man die so sieht, dann bist du einfach eine richtige, fesche, ja, schlanke Frau und so weiter. Und dann, wenn du zum Beispiel so mit Rollen besetzt wirst, wo du zum Beispiel jetzt eine richtig derbe Bayerin spielst. So. Das findet sie total faszinierend, wie du im Tango zu dritt zum Beispiel, das ist also ein Film, da wo du eigentlich sagst, das hast so viele Facetten drin, das ist also sehr ungewöhnlich. Und da sprichst du dann auch einen schönen Dialekt, ne? Danke. Und du hast einen Kirmeicher, ne? Also so richtig schon die ganz heftigen Geschichten machen, ne? Und auch, also das kommt schon sehr überzeugend drüber. Ist das jetzt ein großes schauspielerisches Talent oder
Oder bist du am Bauernhof oder überhaupt am Land groß geworden? Also erst einmal war ich viel am Bauer, also hin und wieder am Bauernhof als Kind, weil wir auch Verwandte haben, die einen Bauernhof haben. Da habe ich auch geholfen im Sommer. Da bist du und schon so. Barfuß da im Misthaufen oder so? Ja, das habe ich auch. Schön. Also Ja, das Bauernhöfe hat sind mir sozusagen auch vertraut aus Österreich. Aha. Aber es war auch bei der Produktion, das war wirklich eine besonders schöne Produktion mit der Roxy-Film. Und die haben mir halt einen bayerischen Coach gegeben. Also mit der habe ich halt wirklich auch, das ist ja total interessant, auch immer daran zu arbeiten, wie unterscheidet sich der österreichische oder der steirische und der bayerische Dialekt. Ja, und wir? Also was macht's ihr? Naja, wie ihr halt die A's aussprecht und Spiel, ja, heißt zum Beispiel heißt bei euch ja Spui und bei Spui, uns ja. heißt es ja Spü. Spü. Ja, genau. Und das ist schon interessant, da halt so Sprachforschung auch zu betreiben. Und das war bei Tango zu dritt, habe ich eben Tango tanzen gelernt, dann bin ich halt intensiv. Und das hast du erst gelernt dann, oder? Das habe ich erst gelernt dafür. Du musst schon weinen, gell? Das muss ich schon Können wir weinen. uns einmal das abwechseln? ist ja ganz ungewöhnlich, Nicht, dass verstehst du jetzt das? eben. Aber das sind so rasse Zwiebeln, jetzt hast du mir gleich die Tränen rein. Sonst muss ich Das überheulen. ist eigentlich auch ein gutes System, verstehst du, als Schauspieler. Du, wenn du nicht heulen kannst, dann schneidest du ein paar Zwiebeln, oder? Ja, genau. Das habe ich auch immer dabei, weil ich mag das lieber als irgendwelches Menthol. Aber mittlerweile habe ich so viel Schlimmes erlebt in meinem Leben. Mittlerweile muss ich nur an irgendwas denken und fange an zu heulen. Und dann, ja, das wirklich. Ist ja gut, Dann ne? benütze ich das. Das geht immer besser, je älter man wird. Lord, the cotton was high and the corn was growing fast. Hast du Eier drinnen? Hast du schon mal gemacht? Natürlich kann ich Eier. Das kannst du schon, oder? Ja, sicher. Gut, okay, pass auf, dann tust du jetzt Eier drinnen. Ja, Es darf kein Dotter zum Eiweiß. ich weiß. Und was Warum? machen wir, wenn doch was drin ist? Ja, dann müssen wir es außerfisseln, weil sonst kann man nämlich das Eiweiß nicht aufschlagen. Verstehst du das? Also musst du jetzt echt aufpassen. Ja? Können wir vielleicht da jetzt aber die Kamera ein bisschen nach oben, während ich das mal probiere? We'd always stop by Willie's house and say, do y'all need anything from town? And he'd say, no, but why don't y'all stop on your way back Das ist für home? mich auch immer das Schwierigste übrigens bei den Dreharbeiten, Ja. weil ich ja nicht so wahnsinnig, ich würde mal sagen, feinmotorisch begabt bin. Und immer wenn du so Details oder irgendwie filmst, muss man das ganz oft machen, weil ich es immer nicht zusammenbringe. Der kocht nicht mit dir daheim dann? Dein Mein oder? Mann, Und der hat das drauf, oder? und der lernt auch schon meine Söhne an, Aha. meine Schwiegermutter, meine Mutter oder die Kindermädchen. Und du machst das also nicht so unbedingt, oder? Oh ja, ich mache schon, aber ich mache halt mehr so einfache Gerichte. Ja. Also so Bratkartoffeln oder Gemüsereis oder sowas. Ja. Sowas, ja, gut, aber das ist halt ja nicht nichts. schlecht. Oder Hackbraten. Ab jetzt gibt es halt jeden Tag Jetzt gibt's Hackbraten. Jetzt habe ich das da drin, die Zwiebeln, ein bisschen Ja. Butter habe ich rein. Dann habe ich jetzt hier ein Lorbeerblattl rein. Die getrockneten Steinpilze, die sind Ja. gut fürs Aroma. Ja. Das nehmen wir jetzt hinten her und lassen wir es angehen, heißt das. Weißt? Dann schaltet es ein bisschen, jetzt wird es ein bisschen härter, die Geschichte. Da habe ich jetzt auch Zwiebeln drin und ein bisschen Butter. Ja. Da tue ich jetzt, schau her, das wäre jetzt praktisch unser Bad halt da. Ja. Da tun wir jetzt ein bisschen Majoran rein, Muskatnuss. So. Und das wird jetzt auch angelassen. So, das stellen wir jetzt auch da rum. Und das Eiweiß da, das geben wir am Hans-Peter. Hans-Peter, kommst du mal bitte? Du schlagst uns das bitte zum Schnee hier. Das kriegt er. Und du darfst batzen. Sehr gut. Oh, Lord, the cotton was high and the corn was growing fast. But that was another place and another time. Jetzt machst du einfach einen richtigen Wecken. The years rolled past our land Da dann um mich hin, ja. and took back what they Ist das gut? So her, da drauf, den Freund. had to move. Super schaut das aus. Super, gell? Jetzt der man so, schau her, dann der man das so ins Rohr rein. Und dann der man angießen Ja. mit dem Gemüsefang. Da wo jetzt der Hans-Peter drüben das Gemüse gekocht hat, schau her, das ist der Gemüsefang. Aha. Den kann man dann angießen Gut. und ein bisschen Weißwein drüber. Sehr gut. Verstehst? Und dann nehmen wir es mit und das dauert ungefähr jetzt 20 Minuten. Nehmen wir den da rein. So, wir können wir Zähnewaschen dabei. Was eigentlich du für deinen Tango? Hast du einen Coach gehabt oder so? Oder hast du das schon als Kind gelernt, den Tanzunterricht? Naja, als Österreicher hat man natürlich die Tanzschritte auch im Blut. Aber nicht die Tango-Tanzschritte, eher die Walzerschritte. Die Ach, Walzerschritte. das darf doch nass werden. Ich hab Ja, gedacht, jetzt das... ausnahmsweise nehmen wir Ach das so, jetzt. ausnahmsweise, aber ich hab's mir gemerkt. Ja, ja, gut. Also ich habe das gelernt mit einer Tanzlehrerin. Und ich habe 2 Filme gedreht. Letztes Jahr eben den Tango Tango und dieses Jahr einen, der jetzt im September auch ausgestrahlt wird, der heißt Die Liebe ein Traum von Xaver Schwarzenberger. Und da tanze ich auch Tango. Insofern kannst du als Schauspielerin immer alles, was du einmal lernst, verwursteln. So auch jetzt meinen Koch.
meinen Hackbraten werde ich sicher irgendwo unterbringen. Also ich kann überhaupt nicht tanzen, aber ich möchte auch mehr einen Tango-Schritt. Aha. Sehr Ja, pass gerne. auf. Also das Wichtigste ist die Haltung, ist die Körperhaltung. Aha, Ja? also gut. Also es ist ja ein sehr erotischer Tanz zwischen Ja, Mann und Frau. ja. Und das Schwierige für die Frauen ist, sich fallen zu lassen. Der Mann führt und die Frauen lassen sich fallen. Also, man steht sich so gegenüber, so Brustbein zu Brustbein, so. Ja? Dann nimmst du mich einmal hier, nimmst du mich so um die Hüften. Hier nimmst du mich so, genau. Und hier muss es immer locker sein, also praktisch nicht verkrampfen. Da nach hinten gehen, oder? Und jetzt machst du mal einen weiten Schritt nach hinten mit deinem, genau so. Dann einen zur Seite. Dann wieder zurück. So. Und dann musst du praktisch so am Boden so entlang schleifen. Und Genau. gehst dann an den Und dann hinten. kannst du mich nach hinten biegen. Genau so. Oh, the cotton was high and the corn was growing fine. Yes, it was. But that was another place and another time. So, jetzt sagt das der Hans-Peter, dass wir uns jetzt ein schönes Püree machen da. Hans-Peter, bitte sehr, das heißt eh gleich fertig. So, und mit dem jetzt ablöschen. Ja. Dann schon ein bisschen vor dem Kirschen, ja, gleich. Das können wir schon ablöschen, siehst du das? Sehr gut, ja. Gibst du, das heißt die Gemüsebrühe da, da tust du ein bisschen was drauf. Genau. Das ist ja schön, ja, wunderbar. Da haben wir ein Glas bisschen einen Schuss Weißwein drauf. Also, und jetzt setzt sich durch das, was wir die Zwiebeln angegangen sind, das löst sich jetzt ab. Und dann haben wir eine schöne braune Soße. The years rolled past outdoor, and we heard from them no more. Till I saw Willie downtown the other day. I said, y'all stop by tonight. Now we can sit down and eat a bite. We'd love to see. Muss unser Meisterwerk fertig sein Aha. da? Dann schauen wir her. Was ist das noch? Ja, das schaut schon gut aus. Ha? Das ist eine richtige deftige österreichisch-bayerische Geschichte da. Ja, da haben wir jetzt lange weiter hier. Da siehst du schon, wenn du das ohne gelangst, weißt, wenn da keinen Widerstand mehr gibt, ist er fertig. No, the cotton was high and the corn's growing so fast, y'all. But that was another place and another time. Good God. So, jetzt bist du als Steirerin nach Bayern gekommen. Das ist ja eigentlich ein bisschen ungewöhnlich, oder? Ja, ich habe halt viele Umwege genommen. Ich war halt erst Ja, im wo warst Theater 5 Jahre. Und da war ich muss das immer umdrehen. Ja. Da war ich erst in Krefeld und dann in Würzburg. Und da habe ich meinen Mann kennengelernt. In Würzburg ist der Mann kennengelernt. Ja, in Bist einer du, Jazzkneipe. in der Jazzkneipe. Magst du Jazz, ja? Sehr. Okay. Und grüner Spargel, ja? Auch mag ich auch sehr. Magst du ja Fast so ganz gern wie magst du. Jazz. Und dann war ich in Münster. Und dann war ich 6 Jahre in Hamburg. Dann haben wir dort gelebt. Und mein Mann kommt aus Bayern und hat irgendwann gesagt, so, pass auf, Alte, entweder du kommst jetzt mit, zurück nach Bayern, oder du suchst dir einen anderen Mann. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Dann ist doch nichts anderes übrig. Ja, genau, dann gehe ich sogar nach Bayern und da bin ich. Du, und wie ist das mit deinen Kindern? Dein Mann heißt der Müller, gell? Und die Kinder heißen jetzt auch? Ja, guten Müller. Appetit. Guten Appetit. Na, erzähl einmal. Schitzkowitsch Müller, oder? Sag. Mein Mann ist halt ein bisschen ein sturer Hund. Und dann haben wir gesagt, wir werfen eine Münze. Und dann waren wir in einem wunderschönen Lokal in Graz und haben die Münze ganz von oben vom 4. Stock runtergeworfen. Ich habe gewonnen. Und am nächsten Tag hat er gesagt, wenn die Kinder nicht so heißen wie ich, komme ich nicht zum Standesamt. Bravo. Und du bist aber trotzdem gegangen. Ich habe nachgegeben. Ne, ist, So find bin auch. ich. Ist das richtig? Ja, manchmal muss man das, glaube ich. Eben. Manchmal muss man auch ein bisschen folgen, oder? Ja, manchmal muss man ein bisschen nachgeben, sonst kommt man nicht weiter in so einer Stimmt, Ehe. ne? Genau so ist. Wir haben ihnen schöne Vornamen gegeben, die das ein bisschen rausreißen. Aber es ist noch immer Wie nichts. heißen deine Kinder? Mein Lieblingsthema. Sag. Also der Kleine heißt Samuel, Samuel Louis Müller, und der Große heißt Frederik. Dann trinken wir jetzt auf Samuel und Frederik. Ja, gern. Und auf das der auch mit dem Müller-Namen gut Und durchs auch Leben Müller. kommen. Müller ist immer gut, verstehst du? Das klingt richtig schön bayerisch. Ja, das stimmt. Ich danke dir, dass du hier warst. Das war mir eine Riesenfreude. Für mich Verstehst du das? Und einen guten Braten hast du auch gemacht. Also, Es schmeckt super. bis bald einmal wieder. Danke dir.